Ich komme gerade aus dem Plenarsaal, wo wir eine Diskussion hatten über Stahl, über Handelsbarrieren, über Handelskrieg. Da wisst alle Guren, dass der amerikanische Präsident haut adent moi da zählt und fällt einfach nicht mehr weiß, wo sie mit dem Drun ist. Dafür haben wir Europäer dezidiert, für als Alliierten zu sichern. Und zwar sowohl an Asien wie auch an Zentral- und Südamerika. Das ist notwendig, weil man muss nämlich zusammenhalten, wir können die Regeln, die auch bestehen am Welthandel, für die auch können sie stützen und sie unterstützen. Und das sieht auch schon, wie man vis-à-vis vom Präsident Trump als willen aufsichern. Wir wollen keinen Handelskrieg. Wir wollen Brücken bauen, und keine Mauern. Aber diskutieren ist notwendig. Und dafür versichern wir das am Guten über den Weg zu bringen, dass die Handelsmaßnahmen, wie sie angekündigt gehen, nicht durchgeführt gehen. Wir sind aber bereit, für auch zu ripostieren, wenn es Mist sind. Wir haben als Gegenmaßnahmen aufgesprochen, die leiden dich, die können all Moment gebraucht gehen. Wir halten aber darauf, dass die Gegenmaßnahmen zum Konträr von dem, was Herr Trump möchte, ganz genau den Regeln entsprechen, die wir alle zusammen an der Welthandelsorganisation festgelegt haben. Das Parlament hat es vor seine Resolution über den Brexit gestimmt. Es sitzen dafür Heimat der Papieren. Wir haben hauptsächlich einen ganz wichtigen Papier gekriegt, den es weist, wie wir an Zukunft führen. Weil man muss nämlich bis den Oktober alle guten Dokumente in der Dach erfahren. Für was? Mir ganz einfach, weil du noch Zeit braucht, für dass die an den verschiedenen Institutionen, national, europäisch, ratifiziert gehen. Und dafür ist es immens wichtig, dass wir an den nächsten Monaten Nählmatt-Cap machen. Wir wissen genau, wo es hingeht. Wir haben die Impression, dass sie da Großbritannien nicht genau wissen, aber eine Sache ist ganz klar. Raus als raus, aber nicht draußen als, zum Beispiel aus dem Binnenmarkt, zum Beispiel aus der Zollunion, da kann ich nicht dieselben Avantagen haben, wie wenn du bannen ist. An Dono, wenn wir da ratifiziert haben, an Großbritannien als ein Drittstaat, dem Moment wird da geguckt, was für speziell Handelsverbindungen wir werden aufsetzen, für das Großbritannien an Europa da können zusammen schaffen. Gleichzeitig schaffen wir auch Sachen, wo wir einen gemeinsamen Interesse haben, zum Beispiel an der Verteidigungspolitik, bei Sachen wie Transport. Das können die britischen Flieger überhaupt nirgends mehr auf der Welt landen, wenn wir das nicht an drei kriegen. Und selbstverständlich, was für uns immer Priorität ist, wie gehen die europäischen Bürger an Großbritannien behandelt, und wie gehen die britischen Bürger an Europa behandelt. An ein paar Minuten geht eine Gruppe von den EVP-Deputierten und da werde ich vorgreifen am Namen von den 3 CSVler, für zu sagen, dass ein Projekt von der Kommission, den wird Ballast für als Entreprisen, unnötige Administration kreieren, dass wir da werden dagegen sind. Und nicht nur, dass die Mehrheit dagegen sind, wir haben doch fertig gebracht, dass ganz viele andere Delegationen nicht mit der Art und Weise einverstanden sind. Wir werden also probieren, am Namen von den Entreprisen in Europa den Projekt zu bremsen. Es geht hier am Europaparlament nicht wie an der Chambre daheim. Die Haushaltsdebatten sind schwierig, lang, und es gibt immer lange Aufstimmungen. Unser Budget den beträgt 1% vom Reichtum von den 28.000 Milliarden. Der geht noch klein beim Brexit. Da fallen 13 Milliarden weg. Irgendwie muss man gucken, die kompensiert zu kriegen.
An irgendwie muss man auch dafür sorgen, dass der Budget mehr vernünftig und leidbrucht. Ich persönlich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass die am meisten von unseren Subsidien profitieren, wie Polen und Ungarn, auch die sind, die am meisten negativ Politik machen, wie wenn es keine Regeln und keine Werte mehr gibt, sind der Meinung, dass die Budgets Ausgaben damit verbannen, ob ihn sich und Regeln hält oder nicht. Ich meine, dass die verschiedenen eine gute Lektion gehen. Und da muss man also auch Gedanken machen über, was sind die Schwerpunkte von dem neuen Budget. Zum Beispiel als Grenzen schützen, als Bausgrenzen. Ich habe hier ein paar Chiffren mitgebracht. Wir haben an Europa am Meer 66.000 Kilometer, Land 13.000 Kilometer. Ich vergleiche das mal mit den Amerikanern, die haben um mir 20.000 Kilometer, und Land 12.000 Kilometer. Wenn ich aber gucke, was die eng oder die anderen ausgehen, für die Grenzen zu schützen, dann ist das überhaupt nicht mehr vergleichbar. Wir gehen 335 Millionen aus, und die Amerikaner gehen 11 Milliarden aus. Sondern nicht mehr sollen noch 11 Milliarden ausgehen. Es ist so ganz einfach, dass wir da müssen zulegen, dass wir mehr effikaz müssen gehen, für die Grenzen zu schützen, für die Leute ranzulassen, die ran müssen, sollen kommen, an die anderen da draußen zu halten. Pressefreiheit. Recht für Journalisten ihren Beruf ausüben. Ohne dass sie schikaniert gehen, an die Prison gesagt gehen oder sogar umgebracht. Das ist ein normales Recht an einer normalen Demokratie, funktioniert aber nicht mehr. Wir haben es gesehen am Malta, wo eine Journalistin umgebracht ist. Wir haben es gesehen an der Slowakei, wo ein Journalist an seinen Verlobten umgebracht gesehen. Wir gesehen es an vielen von unseren Memberstaaten, wo die Journalisten den Beruf unmöglich gemacht kriegen, wo die Zeitungen müssen zugemacht gehen. Wir gesehen es an der Türkei, wo Journalisten reihenweise an die Prison gehen. Das Europaparlament wehrt sich dagegen. Das Europaparlament ergreift immer nicht Wort, möchte Resolutionen, übt Druck aus auf die Regierungen, auf die Kommission, für dass das nicht einfach hingeholt wird, für dass da Maßnahmen ergriffen gehen, für das Recht auf eine freie Presse wirklich das Recht ist, das nicht nur in Europa gilt, sondern auch weltweit.